Summe für ihr. Die Stagiaire von der Promotion 1P1 und von der Promotion 2C1, die sind insgesamt zu 80, nämlich 33 Leute B1 und 47 Leute C1. Für 2 Jahre haben wir uns alle für die erste gesehen an der Halle Victor Hugo im Lampertsburg für das Rekrutement. Ein ziemlich steichter, großer Halle. Die war zu Ball 350 und die sind dann lo die besten 80, die sich noch 2 Jahre durchgesetzt haben, im Konkurs 2019. Wir haben schon damals am Interview gesagt oder gefragt, sind ihr bereit für disponibel zu sein während ihrer Arbeit? Sind ihr bereit für eventuell am Job verletzt zu gehen? Die hat alle gut ja gesagt. Das war als Annonce, die hat alle gut das akzeptiert. Heute sie daheim, weil der schlussendlich nur 2 Jahre durchgesetzt wird. Und das weist, dass ihre Willen, ihre Motivation manifestement da ist. Die Polizei hat im Moment rund 1900 Polizisten, rund 500 Zivilpersonal und im Moment 220 Stagiären an der Schule, die am ersten Jahr alle gut sind. Und ich kommen also heute 80 ausgebildete Polizisten dabei. Das ist gut so. Und das Rekrutment muss auch weitergehen. Das haben wir letzte Weekend nicht gesehen, weil die Arbeit geht nicht aus, au contraire. Die geht alle aus der Schule los. Seit 3 Tagen kann da auch ein Arbeitsplatz. Ich hoffe, für die meisten mit Genugtuung. Nicht jeder kann da raus sicher, aber der fand sicherlich einen Platz. Viel Flottplätze gibt an der Polizei. Die kriegt auch heute einen Dienstausweis, die heute schon kriegt. Und damit können wir dann ab dem 6. Januar aufhängen mit Schaffen. 6. Januar, Herr Minister, für was? Wir müssen ganz exakt die 24 Monate anhalten. Und Sie sind den 6. Mai und so gefangen mit Schaffen. Den 6. Januar, damals 19 und so gefangen mit Schaffen. Dafür ist der 5. 6. Januar, wo Sie fangen mit Schaffen. Die hat zwar die Ausbildung fertig, das heißt aber nicht, dass perfekt den Polizist sieht. Die Ausbildung an die Perfektion wird müssen weitergehen. Die wird auch sehr aus der Rolle von einem Stagiaire herausfußen, an den Unitäten, die werden aber auf der anderen Platz relativ sehr gesehen, dass auch so schon einer an neu, jung Stagiären wird müssen begleiten. Über die nächsten Jahre gehen da ganz viele Stagiären, die nach Solle beikommen, bis zu 800, gell, Herr Minister, mir so merci. Aber alle gute Leute müssen ausgebildet gehen, angebaut gehen, an das System, auf Unitäten, als selbstständig gehen. Und das geht nicht mehr alle gut zusammen. Alle gut zusammen müssen wir gucken, für die Erweiterung, die Verjüngung und die Vergrößerung von der Polizei hinzukriegen, en vue von unserem Motto, eng Polizei zusammen für euch. Das wird nicht immer einfach sein. Die wird zwar vieles lehren, vieles ist flott, aber es gibt auch ganz viele Hard-Momente. Wir schaffen, wenn die anderen feiern. Wir schaffen, wenn die anderen demonstrieren. Wir schaffen, wenn die anderen Fußball gucken gehen. Wir schaffen, wenn die anderen in der Vakanz sind. Wir schaffen, wenn die anderen sich zerklappen. Wir schaffen, wenn die anderen Akzidente haben. Und wir schaffen, wenn die anderen schlafen. Das alles geht nicht mehr zusammen. Sonst sind wir nicht genug und nicht operationell. Dafür habe ich 2 Jahre engagiert und in dem Sinn wünsche ich euch alle gut am Namen von der Polizei eine flotte Zukunft und als einem großen Flottekoch. Herr Minister, ich wollte noch ein Wort sagen zu der Situation, zu der Zeremonie, Covid-bedingt, wo wir das Zeremonie müssen in einem Cadre Restaurant machen, ohne Erwitterung. Ich weiß, dass die Schüler traurig sind, Stagiären traurig sind. Ich verstehe das, wir verstehen das. Wir für die Polizei ist Sicherheit und Gesundheit ewig Priorität. Dafür haben wir das so gemacht wie das. Vielmals merci. Immer zur offiziellen Vereidigung kommen, bleibt mir noch zu sagen, dass ein Detachement von der Polizeischule unter dem Kommando steht, vom Kommissar Divisionär Ricardo Barros, der noch seit April als Schule lädt. An der Fendel von der Polizei wird gedroht von der Premier Kommissar Principal Annelies Dick, die auch an der Direktion Formation mithilft, am Alldach zusammen beim Formationsdirektor für Datei und Drehen zu kriegen. Damit erlauben ich mir, dem Herrn Minister Henri Cox, Minister von der Inneren Sicherheit zu Lützeburg, vorzugehen. Herr Generaldirektor, Herr Zentraldirektor von der Ressource et Compétence, Herr stellvertretenden Direktor von der Ressource Humaine von der Polizei, Herr Direktor von der Formation, Herr Direktor von der Polizeischule. Bon, da hatte ich stehen, die Familienmembern und Freunde, die per Video angeschaut so, aber das kriegen wir dann noch geholt, Live-Kandidatinnen und Kandidaten, der Damen und Herren.
No enger langer Ausbildung si Dir lo e feste Bestandteil vun der großherzoglicher Police. Während Ihrer Formation huet Dir viel geleiert a geschafft, an der Hut ihr durch Covid-Krise immer nees und erschwert Konditionen müssen oppassen. Lo huet Ihre dawer gepackt, dofir Meng Felicitationen. Die geheierte Lo zu engem Korps, den immer méi groß gëtt, eng Vielfältigkeit u beruflichen Tätigkeiten offriert, an noch immer méi komplex Missionen krit. Dofir sind Zusammenhalt a Respekt umso méi wichtig für all die Herausforderungen, die das mit sich bringen, gemeinsam zu meistern. Es so nicht ein grosses Merci, dass dir ich diese Herausforderungen stellt, an ich für eine Karriere bei der Police entschieden hat. Der letzte Weekend hat gewiesen, wie wichtig Police für die Sicherheit von unseren Mitbürgern ist. Sie ist dafür auch der Garant für den Ordre public zu assurieren. Polizisten Terrain haben noch gewissen, was alles mit Goda Zusammenarbeit erreichen kann. Den Interesse von der Allgemeinheit, aber auch die von Police Corps, leidet dabei immer über ihrem persönlichen Interesse. Diese Police Corps, wie auch der Staat, repräsentiert dir nicht nur, wenn der Uniform anhat. Und Hand von den Werten von unserer großherzoglichen Police, die an ihrem Code de Deontologie, an am Policegesetz präzisiert sind, also du nicht, ob professionell oder privat exemplarisch Verhalten vorzuweisen. Nur so kann der Bürger ihr Vertrauen an die Police aufrecht erhalten. Heute will ich euch auch den Artikel 2 vom Policegesetz nach ein und Herz legen. La police est proche de la population, à laquelle elle fournit conseil et assistance. Elle agit par des actions préventives, proactives, dissuasives et répressives. Policearbeit ist natürlich nicht immer einfach. Es gibt immer mehr Druck auf Police gemacht, für all mögliche Problematik aus der Gesellschaft zu lesen. Auch die nicht an der Police ihrem Ressort sind. Das Forderung, a gleichzeitig Herausforderung für die Police lassen sich auch um 2 recente Beispiele ganz gut illustrieren. Bei den gewalttätigen Demonstranten von letzten Samstag, die Unruhe an dritte Tage vorbringen, also der Police hier ureige Kompetenz an Aufgabe für den Ordre public zu etablieren. Bei der vielschichtigen Problematik auf der Stadt Agen zum Beispiel, als Police aber just ein Teil von der Lösung für die Problematik umzugehen. Policearbeit bringt aber auch eine immense Responsabilität mit sich. Unter anderem durch das Gewaltmonopol, den der Rechtsstaat der Police überdrohen hat. Der Police-Einsatz vom letzten Weekend weist mir, dass die Police ganz responsabel mit diesem Auftrag umgehen. Über die Necessität und Proportionalität von der Gewaltausübung werde ich dafür an ihrem Berufsalltag oft begleiten. Es ist mir aber sicher, dass ihr dort den gesunden Equiliber wird finden an das Handeln nach den Prinzipien von einem demokratischen Rechtsstaat an den Menschenrechten orientiert. Wenn eine Person sich für den Policeberuf entschied, hat er den Impact auf seine ganze Familie. Bei all Einsatz, an denen dir geht, als Familie am Gedanken bei ich. Dafür will ich bei dieser wichtigen Zeremonie davon profitieren, ihre Familien offren, merci so. Sie haben mich während ihrer Ausbildung unterstützt und ich bin mir sicher, dass sie immens stolz auf ich sind und ich weiterhin zur Seite stehen werden. Für ich noch besser, für ihr vielseitig Mission zu rüsten, an eine moderne Abierger Police zu haben, gibt eine Menge Minister. Zusammen mit der Police fleißig auf vielen verschiedenen Projekten geschafft. Wir sorgen dafür, dass noch weiter massiv an den nächsten Jahren rekrutiert wird, Zöl als Feder genannt gehen. 800 werden da dabei kommen, neben den vielen auch Zivilisten, die wir an der Police
erstellen werden. Wir bemühen uns aber auch, dass die Infrastrukturen von der Polizei verbessert gehen, und sorgen dafür, dass die legal Moyen ausgebaut gehen. Dafür haben wir eine Reihe von Gesetzestexten überschafft, unter anderem die von den persönlichen Daten. Wir haben eine solide Basis für die Videoüberwachung geschaffen und eine neue gesetzliche Basis für die Garantie d'accès an die öffentlichen und privaten Entrestiere proposiert. Das Gesetzespropos versicht ein gesundes Equilibre von Freiheitsprinzipien zu garantieren. Die Freiheitsprinzipien, vielleicht kann ich das so resümieren, meine persönlichen Freiheiten können nicht so weit gehen, wie ich einem anderen seine Freiheit nicht einschränken. Und dann das Budget für Digitalisation für die nächsten Jahre ist auch massiv herabgesetzt gehen. Wir werden auch Anfang von nächstem Jahr ein wichtiges Projekt auch für sich selber am Alltag können zu schützen, nämlich die Bodycam, das Projekt de loi erreichen. Das sind just ein kleiner Undeel von den Projekten, die wir am Gang sind, umzusetzen. Mir ist aber wichtig, dass ihr die nötig sowohl personell, infrastrukturell, aber auch die logistischen Ressourcen habt, für ihr Alltag bestmöglich auszuführen. Ich werde mich auch weiterhin ganz stark für euch dafür einsetzen. Die hat eine flotte Challenge für uns und ich bin zuversichtlich, dass ihr zusammen als Equipe meistern. Zum Schluss, passt auf euch auf, bleibt gesund und wie sonst auf dem Musel alles Gutes für die Zukunft. Merci. Wir kommen dann los zur offiziellen Vereidigung, bei der Herr Minister Cox die gesetzliche Edesformel vorliest. Ich so dabei. Da ist die zweitgrößte Promotion, die jemals Polizei veredigt hat. 80 Leute, der Rekord liegt bei 93. Da sind wir ab nächster Kehr bei 200. Für dabei zu so ausschließend, wie wir das machen, nachdem der Herr Minister die Formel gelesen hat, ausschließend treten Kandidaten in einer Gruppe von 5 noch 4, erleichtern dann als zu 5 zusammen den Eid mit der Wirder Je le jure. Ich gebe euch auch bitten, nicht Alkeiers zu klappen, wenn sie Je le jure gesagt haben, aber Dono zum Schluss, ihr sollt gehen. Offiziellen Akt an den ich immer werde begleiten. Ich lese nicht dann den Eid 4. Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je jure d'obéir à mes supérieurs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et de ne faire usage dans l'exercice de mes fonctions de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre et de l'exécution des lois. So, der Reino, Taki Florent, Steffen Tom, Hellbach Ken, Schwinninger Kevin, De Bank Lee. Pereira Diaz Georges, Bettinger Guillaume, Comes Christian, Marquez Raphaël, Freischel Ben. Vario Alexandre, Magalhães Samuel, Vonkenrik, Teixeira Ricardo, Huberti Dennis. Hoffmann Frank, Amorim Pedro, Santos Varela Michael, Aires Souza Dylan, Lisa Louis.
Schmidt Samuel, Dos Santos Joel, Pütz Ben, Raski Gilles, Pettinato Alvaro. Hilja Philipp, Pico Patrick, Linster Sam, Beaver Laurent, Costa Galvez, Kevin. Charles Fick, Mouzoun Wallet, Pereira Claude, Grisius Kevin, Coraya José. Hack Jerry, Broiskin Joé, Sabotic Miris, Jamming Richard, Roja da Cruz Kevin, Tournambe Gilles, Löw Jeff, Gonsalves Daniel, Hamen Vicky, Rich Noah. Matthias Tyron, Kersch Andy, Kindchen Katrin, Weiland Selin, Baum Ken. Kaiser Kim, Böver Federico, Zimmer Johan, Brücker Fabien, Gualdino André. Frade Diogo, Pereira Gomez Nelson, Da Cruz Sven, Weinzierl Steve, Ortiz Davy. Abreu Potinia Ronny, Schwickert Felix, Terren Janina, Hilman Veronique, Vettas Françoise. Spautz Kim, Pulcinelli Lisa, Mondo Mike, Weber Samira, Aller Gina. Mathieu Anne, Georges Lee, Schwickert Karin, Schröder Dana. Zimmer Kira, Espen Magali, Windal Tamara, Schmidt Carol, Gianni Alexandra. Merci. Herr Minister hat sich abgefragt, war eng Reihe die zweitlächt zu feier, mir nämlich e Krankheitsfall, den Harry Bairo Elvis, das schön, dass den Mann nicht kann do sein. Wir müssen dann noch do die Veredigung nachholen. Vielmals merci. Hey. Wir geben dann lo Herr Minister nach die beste Schüler auszeichnen von all Promotion. Und dazu muss ich sagen, dass wir drei verschiedene Preise machen, nämlich das beste Gesamtresultat jeweils pro Promotion, die besten an der Schulfächer und die besten oder das Beste, weil du machen wir Frau und Mann Unterschied, weil am Sport gibt es verschiedene Kriterien, machen wir auch ein Cadeau für die besten jeweils am Schießen und am Sport. Wir haben ein Cadeau vorbereitet, ich gebe den Generaldirektor noch 4 zu gehen. Eine Partikularität. Wir haben einen Herr, am Anfang, der kriegt 2 Preise und zum Schluss eine Madame, die kriegt gleich 3 Preise. So, ich fange an. Bei der Stagiaire von der ersten Promotion beehnt, als der Preis für den Kandidat, den über die 2 die besten Gesamtresultate hat, den Herr Charles Wick. Bravo. Den Herr Charles Wick hat auch den Preis gewonnen für die besten Resultate an den Schulfächern.
Wir gehen ihm nicht alle Gäste, das packten sie nicht, Herr Minister. Wir gehen ihm Kado nicht alle Gäste, weil bei der Madame Herr nur nach mir. Den Herr Schalz-Wick, wie gesagt, doch den Preis gewonnen als Besten an der Schulfächer. Bestes Resultat am Sport hat an der Promotion bei den Damen Madame Zimmer Kira. Bei den Herren an der Promotion ist das den Herr Hack Jerry. Bei den Stagiären von der zweiten Promotion C1 geht der Preis für das beste Gesamtresultat an Madame Mathieu an. Der Preis für die besten Resultate an der Schulfächer geht auch um Mathieu. Und Madame Mathieu. Und der Preis für die besten Resultate beim Sport, aber beim Schießen, Herr Minister, an der Promotion geht auch um Madame Mathieu. Repräsentativ. Dann haben wir aber auch noch einen Preis für den besten Mann an der Promotion, das ist der Herr Schmidt Samuel. Sport und Schießen. Felicitationen für die Preisträger. Mit dieser Preisüberreichung, der Minister als Zeremonie am Fond River, bleibt mir just eine riesige Merci zu so viel ganz gepleit. Weil also Rekrutament und Transformation geht nicht vom selben über die Bühne. Und dafür gebe ich ausdrücklich ganz gepleit Merci so, weil die Arbeit von 2 Jahren, das waren nur 2 Jahre vom Rekrutament und Formation. Erstens mal dir als politischer Responsabel, weil wir kriegen Moyen, das spüren wir kriegen Leute, das provisorische Sporthalle, für die nicht wissen, als am Moment da, seit 6 Monaten, und wir sind schon am Gang, eine neue Sporthalle zu bauen. Andere Infrastrukturen, die auch dringend notwendig gehen, sind auch umgekommen. Als Personalvertretungen für überall Konditionen zu schwätzen, wie Rekrutament der Formation stattfindet, als Strategie Performance, weil die nämlich als Flot Rekrutmentskampagne koordiniert oder gemacht, zusammen mit der DECOM, war den Teil von der Strategie Performance, als Ressourcen, die sich um alle Prozeduren kümmern, bei 200 Leuten ist das nicht, als Logistik bei der Organisation von Haut, aber auch vom Alltag, von alle Sachen, die jeder Polizist braucht, und das geht erstens immer mehr, und zweitens immer mehr mit zahlenmäßig Leuten. Und last but not least, aber wirklich als Direktion Formation, Herr Gatti mit seinen Leuten, und Polizeischule, den Herr Barros mit seinen Leuten, die die Formationen planen und machen, an diesem neuen Gebäude mit neuen Konzepten und für allem auch während dem Covid, die letzten 20 Monate, wo wir müssen Homeoffice affeieren, wir müssen E-Learning affeieren, wir haben mit Walfa eine ganze Gruppe Sachen, man sich hier erfunden praktisch, für an der Polizei dann einfach können Informationen zu halten. Das war alles ernst wie einfach, aber das ist gelungen. Vielmals merci, mit Ihrem Engagement und mit Ihrem Engagement bringen wir alle gut Polizei 4 rund. Ich wünsche euch dazu alles Gute. Großen Applaus, Gratulation. Ich feiere dich, und wir haben eine kleine Kado für euch als Kompensierung für die kleine Zeremonie. Bravo.